Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Nach der Episode Outlast heute war das absolut dringend notwendig, die Sache, oder? Und heute entspannen wir nochmal richtig schöne Runde hier im Shinra-Gebäude. Das ist so toll gemacht, finde ich. Mit diesen vorgerenderten Hintergründen. Und dann mit den gerenderte Charaktere, absolut großartig. Ja, da haben wir uns schon umgeguckt und wir haben sogar noch Erlaubnis in der 65. glaube ich. Ich glaube bis 65 gilt unser Erlaubnis. Abgeschlossen, okay. Nee, doch, tatsächlich, ich habe nur die Idee nicht getroffen. Kann passieren. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Oh, geht's Licht noch an? Was haben wir dann hier? Midgar, geboren aus Marco-Energie, die der Welt entzogen wird. Beziehungsweise Midgar, geboren aus Marco-Energie, die der Welt entzogen wird. Da scheinen Teile von Midgar zu fehlen. Und die müssen wir wohl besorgen, wie es aussieht, damit der Kuchen komplett wird. Oh, und wir haben Gegner. Oh, cool, was haben wir dann hier? Schwerttanz. Ich meine, sowas schwirrt bei mir auch immer im Büro rum, so ist nicht. Die sehen aus, als wären es Roboter. Hyperhammer-Gestohler. Okay. Sega. Das macht uns... Okay. Macht uns alle Schaden. Dann machen wir nochmal Blitz. Das hat sich bewährt. Und ich bin sowieso jemand bei Rollenspielen, der geht immer sehr, sehr gern auf die magische Schiene, muss ich gestehen. Ich mache zwar immer typischerweise, wenn das Rollenspiele sind, wo ich mal die Klasse aussuchen kann, mache ich typischerweise immer zuerst einen Kämpfer und dann den Magier und danach dann der Schurke, wenn es sowas noch gibt. Aber ich bevorzuge eigentlich echt immer magische Klasse, muss ich echt gestehen. Die Sachen mache sehr häufig zu. Deswegen wird bei mir hier in dem Let's Play die Magie bei Final Fantasy VII definitiv nicht zu kurz kommen. Okay, die sind alle abgeschlossen, die Dinger. Da können wir noch nichts machen. Aber ich finde es halt immer... Okay, das ist nicht abgeschlossen. Schlüsselobjekt Midgar-Teiler. Und abgeschlossen. Ich finde es halt sehr interessant, was da als immer an Gegner rumschwirrt. Jetzt mal ohne Witz. Im Büro solche Dinger. Die täten mal ein bisschen Angst machen, glaube ich. Okay, immer noch selber. Ja, ich will ein Midgar-Teil einlecker. Zack. Klingt, als ob sich was geöffnet hätte. Okay. Das heißt, wir müssen noch und noch die Truhe absuchen und die Midgar-Teilerei. Ah, das war tatsächlich mal auf Anhieb getroffen. Und ja, natürlich langt man noch beim Zufallskampf. Kicke Enna, wie goldig. Dann rauben wir aus. Dann soll dich der Blitz beim Scheiße treffen. Und dann schießt nochmal der Barret auf dich. Konnte nichts stehlen. Kann nicht, gibt's nicht. Okay. Das war's. Damit dürfte die Tifa jetzt ein neues Level erreichen. Genau, Tifa und Barret sind jetzt auf Level 12. Sehr gut. Dann setzen wir das Ding auch nochmal ein. Bla bla bla. Geboren aus Marco-Energie. Da ist es anscheinend egal, was ich da einsetze. Okay. Wieder was aufgegangen. Sehr gut. Gucken wir mal, ob das nochmal glückt. Tatsächlich. Eventuell kann ich mal auch aussuchen, was aufgeht. Ich kann es nicht genau sagen, um ehrlich zu sein. Dann setzen wir das hier ein, das Kuchenstück. Nee, du kann... Ah, doch. Doch. Kann nicht, gibt's nicht. Na? Okay, ne, tatsächlich, das sind wirklich spezielle Teile, die nur irgendwo da funktionieren. Na denn. Nur noch 3 Teile vor uns. Dann lauf die Geschichte. Jetzt vielleicht der da. Jawohl. Zack. Also die Teile, die man findet, sind auch spezielle Teile, die nur in bestimmte Lückerei passen. Sektor 7 könnte das sein. Der muss natürlich zerstört bleiben. Das lecken wir ein. Ich glaube tatsächlich, hier bleibt der Riss. Weil das soll wahrscheinlich Sektor 7 darstellen und der ist ja zerstört worden. Oder runtergekracht.
abgeschlossen. Okay. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Zack. Schlüsselobjekt Midgard-Teiler. Da können wir nichts machen. Wir kriegen bestimmt noch einen Zufallskampf jetzt auf dem Weg da hier. Wir können nicht drauf wetten. Na, die Wette hätte ich verloren. Okay, nee, wir können Midgard tatsächlich zusammensetzen. Yep. Aber ihr liebe Leute, das ist wirklich absolutes Glück, wenn es auf Ammo klappt. Das letzte Mal, als ich das gespielt habe, das ist Ewigkeiten her. Codekarte 66. Tatsächlich, Midgard bleibt tatsächlich an anderer Stelle wirklich zerrissen. Krass. Ja, es ist ewig her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Auf den letzten Zentimeter treffen wir nochmal einen kleinen Kampf gegen einen Wachroboter. Den zerfetzen wir jetzt mit dem Querhieb. Der Hammerblaster, den ich auch immer im Büro stehen habe. Er lebt noch. Falls das überlebt, wird er noch ausgeraubt. Okay. Er überlebt's nicht. Sehr gut. Alles klar. Nee, wie gesagt, es ist bestimmt, ja, bestimmt so 13 Jahre oder so dürfte es her sein, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Es ist Ewigkeiten her. Und, was machst du, Schnucki? Mann, mir stinkt es ganz schön, all die Akte zu schleppen. Aber ich treffe viele Kerle. Das ist wohl mein Vorteil, wenn man Sekretärin ist. Ja, könnte man so sagen. Vor allem, wenn man noch so sexistische Rolleverteilung hat. Tolles Gespräch, danke. Guck mal das nur so vor, da stinkt der Konferenzraum wirklich. Von irgendwoher kommt so ein seltsamer Geruch her. Ich weiß nicht. Was haben wir hier, Schannes? Also jetzt sieht es mich wundern, wenn wir in Zufallskämpfe verwickelt wären, wenn hier die Boss-Etage ist, wo die ihr Gespräch halten. Da ist so der Präsi und die 4 wichtige Abteilungsleiter. Da können wir natürlich nicht einfach so reinstürzen, das ist klar. Was sagst du mal? Die haben noch eine Exekutivbesprechung, ob es wohl um den Zwischenfall bei der Platt geht. Übrigens, hast du manchmal im Badezimmer irgendwo flüchten? Ich weiß nicht. Ach, das ist wieder der Puh-Typ. Der Puh, der Bär. Und was ist mit euch da los? Da fühle ich mich, als ob ich tatsächlich am Leben bin, das Gefühl, die Welt zu bewegen, nur mit meinen Händen. Komm, wir bauen die Zukunft von Marco. Ja, tu mich auch. Im Badezimmer hat er gesagt, oder irgendwo auf Wischbank hört. Das heißt... Spülen! Natürlich. Immer spülen, bevor man hochklettert. Zack. Da kleben wir uns jetzt dran. Und wir klettern natürlich da hier um bespitzeln wir die Leute und hören mal zu, was die zur Sache haben. Da sind wir zu dritt. Boah, so viele 80. Wir haben die Schadenseinschätzungen für Sektor 7 und eine Beziehung von der bereits eingerichteten Fabrik und Investitionen beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 10 Milliarden Gil. Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich auf... Wir bauen nicht wieder auf. Was? Wir lassen den Sektor 7 wie er ist und fangen den Neo-Midgard-Plan wieder an. Uns alte Volk? Das verheißene Land wird uns bald kehren. Ich will, dass du die Marco-Sätze erhöhst, 15% in jedem Gebiet. Sätze hoch, tralala. Und bitte achte Raumprogramm im Budget berücksichtige. Reeve und Scarlet verdienen die zusätzliche Einnahme aus der Erhöhung. Oh Mann! Gott, was ein Lappedudel! Mein Herr, wenn sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leids Vertrauer. Das hakt schon hier. Ungebildete Bürger verlieren jetzt Vertrauen. Sie werden die Shinra, sie werden die Annelien noch immer mehr vertrauen. Schließlich waren wir es, die des Sektors über vor Avalanche geretten. Der verfluchte Dachdieb. Oh, da kommt ein Neuer dazu. Hojo, wie geht's dem Mädel?
Als Subjekt ist sie nicht so gut wie ihr Mama. Ich bin noch dabei, sie mit ihrer Mama Ifalna zu vergleichen, aber momentan ist der Unterschied 80%. Wie lange wird die Erbe dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unserer Lebzeiten abzuschließen. Oder zur Lebzeiten vom Subjekt. Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann können wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeit über lange Zeit aushält. Was ist mit dem verheißenen Land? Wird's unser Pläne nicht behindern? Darauf müsste ich meinen Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwäche. Damit ist unsere Besprechung beendet. Der im braunen Anzug, das ist der allergrößte Wahnsinniger, dass der Typ überhaupt im Vorstand sitzt. Ja, die Frau guckt nochmal hoch. Ebbe stinkt hier. Die haben über die Eris gesprochen, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Geh mal ihnen nach. Alles klar. Dann gehen wir nach. Aber unser Schlüsselcard haben wir noch nicht. Das heißt wieder ab durchs Klo. Und ich nehme nochmal einen Schluck Wasser für die Stimme, die schlauchen doch ein bisschen. Ja, uns fehlt die Codecard. Ich versuche nur trotzdem hinterher zu steigern. Aha, da ist der Hojo. Hinter dem müssen wir her. Hojo, hä? Okay, vielleicht macht er uns noch die der auf. Do müsste mal gucken, wie wir das hier kriegen. Also ab ein Stockwerk her, weil hier können wir keine Abstabe. Und er macht uff. Latscht durch und der geht noch nicht zu. Das ist aber auch so einer brauchst du aber echt nicht, der die deren nicht zumacht. Ich erinnere mich an den. Der Hojo-Kerl, das ist der Chef von der wissenschaftlichen Abteilung von der Annelien. Klar, Wolk, kennst du den nicht? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen, also so sieht er aus. Ja, ein kleiner, buckliger Wissenschaftler. Mit dem typischen Akademiker-Buckel von dem, der zu lang im Büro hockt. Oder im Labor. So, was sagst du hier, Handlanger? Du rettest gar nicht mit mir, Handlanger? Handlanger? Nee. Die retten alle nicht mit mir. Du geht's zur Zelle, wie es ausschaut. Hier ist auch keiner drin, das können wir mit unserem allwissenden Spieler auch sehen. Gott, ich freue mich so auf das Remake und bin so gespannt, wie das so alles aussehen wird. Das sollte ja eigentlich im März 2017 laufen. Aber das haben sie jetzt, glaube ich, auf den 29.12. verlegt. Oh, im Büro werden wir angegriffen. Wer greift uns im Büro an? Ach Gott, die haben zwei von deiner Motto-Schlechter hier drin, okay? Warum auch nicht? Die Tiefer sollte denn... Ui, das wirkt aber richtig gut. Sollte denn mal ausrauber. Carbonreif habe ich geklaut. Geil. Dann gucken wir mal, ob wir das nochmal stehlen können. Also Raub ist auch unglaublich gut die Materie. Und, was gibt's? Konnte nichts stehlen. Okay. Ja, auf das Remake freue ich mich ganz besonders und wenn das im Dezember 2017 tatsächlich erscheinen sollte, sozusagen als 20-Jahres-Jubiläum zu Final Fantasy VII, würde ich das selbstverständlich auch spielen. Mithril Carbon, tatsächlich, der ist, wow, der ist ja extrem geil. Mithril Armband, das erhöht unsere Verteidigung um 9 und unser Zauberabwehr um satte 6 Punkte. Das ist doch geil. Das ist doch geiler Scheiß. Nehmen wir sofort. Da haben wir nicht viel, aber wir können möglicherweise der Barrett jetzt mal... Okay, der hat 4 Slots. Mithril Armband. Echt was? Komm, das kriegt er jetzt. Du kann er kreischen, so viel er will. Das kriegt er jetzt, der Barrett.
Und der 4 Slots, der ist noch nicht notwendig. Wir behalten dann erstmal. Mal gucken, das Subjekt, nach dem der Hojo gefragt hat, ist... Das sehen wir gleich. Wir schleichen hinterher. Oh, da ist noch ein hoherisches Tier. Ja, doch sieht er dich bestimmt nicht. Ist das das Subjekt von Hyde? Ja, wir fangen sofort an. Setzen es auf die Höherstufe. Mein teures Subjekt. Ja, das sieht er uns jetzt ganz bestimmt nicht. Okay, der ist offensichtlich blind, trotz Brill. Oh, armes Geschöpf. Und? Teures Subjekt? Wird's für ein biologisches Experiment benutzt? Und was haben wir hier drin? Jenova. Oh. Ohne Kopf. Das ist was ganz, ganz Wichtiges gerade gewesen, ihr liebe Leute. Jenova. Das wird uns das ganze Spiel über noch verfolgen. Und vor allem, was es für Auswirkungen auf Cloud hat, wird uns noch sehr verfolgen. Jenova, Sephiroth, also, sie haben sie hierher gebracht. Cloud, sei stark. Hast du das gesehen? Was gesehen? Es bewegt sich. Noch am Leben? Wo ist sein verschissener Kopf? Das Ganze ist hier verbrannt. Lass uns weitermachen. Ja, Jenova wird uns definitiv noch weiter verfolgen. Und Körper ist hier, was hat keinen Kopf. Und das arme Schwein hier. Ach, mit dem kriegen wir es noch zu tun, mit dem teure Subjekt. Auch wenn jetzt gerade keine Musik läuft, was ich ein bisschen beängstigend finde. Okay, jetzt läuft sie wieder. Oh. Und natürlich landet man noch in einem Kampf. Oh, der Lappedudel hat sich von hinten angeschlichen. Aber wenn die so einen geile Carbonreif dabei haben, will ich die ganz, ganz dringend ausrauben. Barrett, du wärst ab. Cloud, du wärst auch ab. Ich mache das jetzt so lange, bis der nochmal so einen Carbonreif ausspuckt. Ah, immer noch nichts Cloud gekannt. Okay. Macht nix, macht nix. Ich will das Ding noch machen, aber das ist saugut, der Carbonreif. Du wärst ab und Cloud, du heilst mal die Leid. Und dann machen wir weiter. Und, wie sieht's aus? Ah, Alzheimer, das ist anscheinend echt schwierig von dem Kerl hier zu klauen. Sehr schön. Ach Mann. Ich will das Ding jetzt trotzdem haben. Gibt's dann das? Ja, hopp. Beim letzten Mal hat's auch geklappt. Jetzt ziehen das Ding ab. Mann. Das wird jetzt gerade etwas ätzend, aber ich will das Teil unbedingt haben. Haupt tiefer. Als noch nicht. Vielleicht muss ich ein bisschen schwächer. Dran. Vielleicht kriegst du jetzt. Ah, als noch nicht. Aber wenn wir verteidigen, dann macht es uns nur halbe Schade. Hopp tiefer. Ich glaube an dich. Das gibt's doch gar nicht. Ah, Hopp Mädel. Zieht aber die Fäustlinge aus und greift ihm richtig in die Tasche. Ja, Allah, geht doch. Und jetzt machen wir gar aus, Barrett. Wow, wer ist gerade der Controller runtergeplotzt? Vor lauter Gut wahrscheinlich. Okay, saugut. Wir haben einen Carbonreif noch geklaut. Der Cloud hat einer. Den ich sage, den kriegt der Barrett. Saugut, ja. Saugut. So gefällt man das. Substanz Gift erhalten. Wow. Gehen wir nochmal rein. Was macht Gift?
Das gibt den Zauber Bio. Okay. Nebenwirkung. Kombinieren wir das doch mal mit Gift. So, dann speichern wir. An der Stelle, ihr liebe Leute, hätte ich auch sagen, wir machen hier einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ich hoffe, es hat euch wirklich halt die entsprechende Erholung von Outlast gegeben, weil das war für meine Verhältnisse heute bitter notwendig. Also machen's gut, euer Yankee.